Seit ich klein bin, faszinieren mich Autos. Darum bin ich hier in diesem Hostel in Barcelona. Ich gehe die Formel 1 Testfahrten fotografieren. Ich laufe also durch die verwinkelten Gassen zum Bahnhof Barcelona Sants. Nach einem kleinen Spaziergang Richtung Strecke bin ich endlich da und das Fotografieren kann losgehen. Zuerst möchte ich aber sagen, ich bin kein professioneller Fotograf, sondern ein Amateur, der mit viel Leidenschaft Bilder macht. In diesem Video wollte ich euch lediglich zeigen, welche Spots ich gebraucht habe und wo ich welche Einstellungen verwendet habe. Nachdem ich ein VIP-Ticket gekauft habe, später dann mehr zu dem, bin ich Richtung Turn 1 gelaufen. Weil die Sonne immer noch sehr tief gestanden ist, wollte ich ein paar Gegenlichtaufnahmen von der ersten Schikane machen. Mit diesem tollen, goldigen Licht ist mir dann auch das schöne Mitzieher-Foto gelungen. Ich probiere immer irgendwo ein Schlupfloch zu finden, um zu fotografieren. Das hier hat etwa so ausgesehen. Ich bin dann wieder auf die andere Seite zu Turn 1, weil das Licht immer noch super war. Fotografen stehen auf Dachen. Aber es hat sich gelohnt. Während der roten Flagge bin ich dann Richtung Innenseite von Turn 5 gelaufen. Um noch mehr Mitzieher zu machen. Dann bin ich der Strecke entlang Richtung Turn 6 gelaufen.
Ich habe dann probiert, ein bisschen kreativ zu werden und habe extrem langsame Mitzieher probiert. Hier zum Beispiel 1/15. Turn 9 ist wirklich extrem beeindruckend mit den neuen Hybrid-Formel-1-Autos. Bäume sind immer ein tolles Sujet für Mitzieher mit einem Weitwinkelobjektiv. Auf der anderen Seite von Turn 9 sieht man zur Kurve 4, wo man fast auf Augenhöhe von den Fahrern fotografieren kann. Nachdem ist es dann langsam Zeit geworden, mein VIP-Ticket zu brauchen. Mit dem hat man nämlich auf das Garagendach können. Das war für mich eine unglaubliche Erfahrung und ich habe fast nichts gefilmt, aber umso mehr gefotografiert. Auf der anderen Seite sieht man zu den Teams, die gerade am Arbeiten sind, und man sieht auch ein paar Fahrer. Hier zum Beispiel der Robert Kubica. Und der amtierende Weltmeister, Lewis Hamilton. Während dem Mittag war nicht wirklich viel los und darum habe ich einen schönen grünen Fleck gesucht, um einen Nap zu machen. Frisch und erholt bin ich zur Boxenausfahrt gegangen und habe ein paar Practice Starts zugeschaut. Ich bin dann der Box entlang Richtung Kurve 10, wo man eine grossartige Sicht auf die ganze Stadionsektion hat. Mit einem überteuerten Wasser bin ich unter der Strecke durch, um auf der anderen Seite von diesem Stadion zu fotografieren. Weil im Winter die Tribünen für das Formel-1-Rennen noch nicht stehen, habe ich diesen Spot hier gefunden. Die ganze Sektion hier ist für mich ganz ein besonderer Ort. Hier bin ich jahrelang mit meinem Papi an der Formel-1-Rennen gehockt und hier ist auch meine Leidenschaft für die Motorsportfotografie geweckt worden. Ich bin nachher weiter Richtung Turn 9 und er ist auch von der anderen Seite extrem beeindruckend. Die Sonne ist schon wieder tief gestanden und für mich ist es Zeit geworden, zurück zur Box zu gehen. Und so ist es 18:00 geworden und der Testtag war offiziell zu Ende. Das Haas-Team hat 5-mal hintereinander einen Boxenstopp trainiert und darum hatte ich die Chance, echt coole Bilder zu machen.
Und so ist die Sonne über dem Paddock untergegangen und ein anstrengender, aber toller Tag ist für mich und all die Teams zu Ende gegangen. Die Fahrer haben die letzten Unterschriften gegeben. Das letzte Mal den Fans zugewunken. Und die Teams haben angefangen zusammenzupacken und es ist Zeit geworden, zum zu gehen. Für mich ist es immer wieder eine tolle Erfahrung, die Formel 1 zu sehen. Als ich heute Morgen an die Strecke bekam, hatte ich Hühnerhaut und bin mit einem Dauergrinsen da gestanden und an meinen Helden zugeschaut. Ich bin unendlich dankbar für die Möglichkeit, die ich habe, solche Sachen zu machen.